Wir sind ja in einem ganz spannenden Buch in der Bibel, in unserer Predigtserie «Was würde Jesus tun?». Wir gehen durch den 1. Korintherbrief durch. Das ist ja ein Brief, den Paulus einer Kirche schreibt, den er gegründet hat, den er von Herzen auch liebt und sie darum schützen will, wo er aber merkt und mitbekommen hat, ja, da ist einiges in Schieflage, da muss er ein paar Sachen korrigieren. Und darum schreibt er ganz einen spannenden Brief mit einem ganz spannenden Kapitel, das ich euch heute vorlesen möchte. Und wir haben es schon ein bisschen gehört, dass in diesem Kapitel irgendwo durch von Inzucht bis zu Sauerteig ist etwa alles drin. Hört zu. 1. Korinther 5. Schreibt der Paulus: Mir ist noch etwas berichtet worden. Es gibt bei euch doch tatsächlich einen so unglaublichen Fall von Unmoral, dass er nicht einmal bei denen toleriert würde, die Gott nicht kennen. Einer von euch hat ein Verhältnis mit seiner eigenen Stiefmutter. Und da spielt ihr euch immer noch so groß auf. Solltet ihr nicht vielmehr beschämt und traurig sein und den, der sich so etwas hat zu Schulden kommen lassen, aus eurer Gemeinschaft ausschließen? Ich jedenfalls habe bereits entschieden, was zu tun ist. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch mit meinen Gedanken. Auf solche Weise bei euch anwesend habe ich folgendes Urteil über den gefällt, der diese schändliche Beziehung eingegangen ist. Im Namen von Jesus, unserem Herrn, sollt ihr eine Versammlung abhalten. Ich werde in Gedanken daran teilnehmen und Jesus, unser Herr, wird mit seiner Kraft zugegen sein. Wir werden zusammenkommen, um diesem Menschen den Satan auszuliefern. Er soll die zerstörerische Macht des Satans am eigenen Leib erfahren, damit er zur Besinnung kommt und an dem Tag, an dem der Herr Gericht hält, doch noch gerettet wird. Ihr habt wirklich keinen Grund, stolz und überheblich zu sein. Habt ihr vergessen, dass schon die kleinste Menge Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Macht es daher so, wie man es vor dem Passafest macht. Entfernt den alten, durchsäuerten Teig, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid. Ein frischer, ungesäuerter Teig. Ihr seid es, weil der geopfert wurde, der unser Passalam ist, Christus. Deshalb wollen wir nicht mit dem alten, durchsäuerten Teig feiern, dem Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Reinheit und der Wahrheit. In meinem früheren Brief habe ich euch vor dem Umgang mit Menschen gewarnt, die ein unmoralisches Leben führen. Dabei dachte ich natürlich nicht an Menschen, mit denen ihr zwar in dieser Welt zu tun habt, aber die aber Gott nicht kennen. Wenn ihr den Kontakt mit allen vermeiden wolltet, die ein unmoralisches Leben führen, geldgierig sind, andere berauben oder Götzen anbeten, bliebe euch nichts anderes übrig, als die Welt zu verlassen. Darum schreibe ich euch jetzt noch einmal unmissverständlich. Habt mit niemand etwas zu tun, der sich zur Gemeinde zählt und trotzdem ein unmoralisches Leben führt oder geldgierig ist, Götzen anbetet, Verleumdungen verbreitet, ein Trinker ist oder andere beraubt. Lasst einen solchen Menschen also auch nicht mehr an euren gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. Ist es etwa unsere Aufgabe, über die Gericht zu sitzen, die außerhalb der Gemeinde stehen? Seid ihr nicht vielmehr verpflichtet, euch eure eigenen Leute zur Verantwortung zu ziehen? Über die draußen wird Gott selbst das Urteil sprechen. Schließt also den, der Böses tut, aus eurer Gemeinschaft aus. Wow, was für ein Text. Der Manu Weiss macht ja meine Predigtserien. Ich habe mich vorher noch persönlich bedankt, dass er den Text ausgewählt hat, den ich heute predigen darf. Ich meine, im gleichen Brief, im 1. Korintherbrief, gibt es so den Abschnitt: Die Liebe ist sanftmütig, die Liebe ist geduldig. Da wäre doch Predigen viel einfacher drüber, oder? Viel schöner. Wenn man den Text so liest, die erste Reaktion ist: Hey, wow, das ist aber hart. Es ist zwar einfacher, über 1. Korinther 13 da mit der Liebe zu predigen, aber eigentlich sind doch gerade solche Kapitel auch spannend. Weil gerade von diesen schwierigen Situationen, die in der Bibel angesprochen werden, lernen wir doch auch enorm viel für unser eigenes Leben. Gerade in diesen Kapiteln da, wo eben Kirche ein bisschen tiefer beschrieben wird, können wir auch Gottes Plan noch mehr verstehen, was denn Kirche ist und wie Kirche soll sein. Gerade die schwierigen Kapitel oder die herausfordernden Kapitel oder die Kapitel, wo die Bibel auch Probleme in der Kirche anspricht. Die Bibel ist brutal ehrlich da. Die zeigen uns doch genau, wie Jesus seine Kirche haben will. Ich möchte das Kapitel oder
ich möchte das Kapitel so ein bisschen in unsere heutige Zeit hineinstellen, wo sagt, hey, wir müssen tolerant sein, wir müssen inklusiv sein. Und die Frage aus dem muss ich stellen, wie inklusiv muss denn Kirche sein? Soll denn Kirche sein? Paulus schreibt ja da an Korinther. Korinth, eine Grossstadt damals, eine wichtige Handelsstadt im heutigen Griechenland. Da das Bild mitgebracht, also sieht nicht mehr so fit aus, aber ist schon mal eine wunderschöne, reiche, stolze Stadt gewesen. Das alte Korinth ist da, das neue Korinth gibt es immer noch, ist ganz leicht an einem anderen Ort. Und Korinth ist so eine Handelsstadt gewesen, hat durch das sehr viel Geld gehabt, hat durch das sehr ein höchstes Ansehen gehabt und ist auch so ein bisschen ein Sammeltopf gewesen von verschiedensten Kulturen und Religionen und Weltanschauungen. Ich habe so 3 Schlagworte herausgesucht, was diese Stadt geprägt hat. Das erste Schlagwort ist Stolz. Stolz auf den Reichtum, Stolz auf ihre Leistung, Stolz auf ihren Status. Hey, wir sind im Fall Korinth. Das zweite Schlagwort, es war eine Stadt der Freiheit. Sie sind stolz sogar auf ihre sexuelle Freiheit, auf die Offenheit, die sie haben. Alles hat gepasst. Auf die religiöse Vielfalt. Und es war eine Stadt geprägt von Toleranz. Alles hat irgendwie Platz gehabt. Alles hat man irgendwo durchgefeiert. Und wir sehen im 1. Korintherbrief, wie eben eine Gemeinde mitten in dieser Kultur gestanden und gelebt hat. Und gestanden ist und gelebt hat. Und es ist immer so, dass die Kultur, wo eine Kirche drin steht, die Kultur hat immer auch einen Einfluss. Und wir stehen in der grossen Gefahr, dass wir Kirche viel mehr durch unsere Kulturbrille anschauen, als durch die Brille, was sagt eigentlich Jesus zu seiner Kirche. Jetzt habe ich vorher die 3 Schlagworte hineingehauen: Stolz, Freiheit und Toleranz. Ich habe mal ein Bild mitgebracht von einer anderen Stadt. Die kennen wir, weil die Schlagworte, die passen eigentlich ganz gut auch zu uns, auch zu Zürich, auch zu unserer Kultur, zu unserem Denken. Und genauso wie Korinther stehen auch wir in der Gefahr, unser Denken über Kirche, wie Kirche soll sein, oder wenn wir zurückgehen zu dieser Frage, wie inklusiv soll Kirche sein, durch die Augen von unserer Kultur anzuschauen. Ich meine, ist ja mal klar, wir leben ja in der Kultur, die sagt, hey, du musst tolerant sein und du musst inklusiv sein. Es gibt da in dem Ganzen ein riesiges kulturelles Dilemma. Weil eigentlich sagt die Kultur, oder wir erleben eigentlich in der genau gleichen Zeit, du musst genau gleich denken. Wir erleben, dass wenn jemand eben nicht ins Schema passt, wenn jemand eine andere Meinung hat als der Mainstream, wenn jemand sich anders verhält, als es allgemein in dem inklusiv toleranten Mainstream ist, wird er ausgeschlossen, wird er gecancelt. Man redet dann von der Cancel-Kultur. Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war es das grosse Thema Cultural Appropriation, wo du, wenn du die Frisur gehabt hast und die hast aber nicht die passende Hautfarbe oder Kultur oder weiss nicht was dazu gehabt, dann ist das nicht mehr gegangen, dann bist du rausgeflogen, weil das passt dann wieder nicht. Ja, unglaublich tolerant. Und das zeigt eigentlich, dass auch die tolerante, inklusive Kultur, die wir jetzt mit drin leben, eigentlich ihre Grenzen hat. Das heisst, die Diskussion, die wir führen, ist eigentlich nur, nicht ob es Grenzen gibt, sondern wo denn Grenzen sind und wo sie denn sollen sein. Auch gerade im Hinblick auf die Kirche. Jetzt, wenn wir hier in 1. Korinther hineinschauen und uns die Frage stellen, wie soll denn die Kirche sein, wirkt das auf den ersten Blick wirkt der Paulus recht brutal. Der Paulus schreibt da dem Mann, hey, raus damit. Er hat keinen Platz in der Kirche. Und dann geht es ja dann weiter, hey, und dann gibt es noch andere, nicht nur der, sondern es gibt Menschen, die offensichtlich sollen ausgeschlossen werden aus der Kirche. Das wirkt hart. Und das wirkt so ein bisschen kulturfremd für uns, oder? Weil Leben muss ja inklusiv sein. Wenn wir aber ein bisschen genauer schauen, redet Paulus gar nicht primär von dem, sondern, oder der Paulus lädt da nicht zur Härte ein, sondern Paulus lädt in erster Linie zur Demut ein. Weil er sagt, hey, es geht da nicht um Menschen draussen, sondern es geht da um ihr als Kirche, ihr miteinander. Sind nicht hart, sondern sind demütig. Wir haben ja irgendwo durch, wenn wir in die Bibel schauen, schon ein Dilemma. Weil auf die eine Seite sehen wir Jesus. Jesus wird
Freund der Zöllner und der Prostituierten und der Sünder genannt. Und gleichzeitig sagt der Paulus, ja, aber solche Leute sollen dann genau keinen Platz haben in der Kirche, die sollen raus. Also was sagt denn die Bibel genau? Wie soll denn Kirche sein? Ich finde es spannend, über das redet nämlich das Kapitel. Wie Kirche soll sein, wie Kirche soll funktionieren. Und ich möchte aus dem Kapitel also drei Grundsätze herausisolieren, wie Kirche soll sein. Das Erste, was wir hier in den ersten 5 Versen sehen, Kirche muss Rückgrat haben, weil Jesus Herr ist. Ich meine, wir lesen hier in den ersten 2 Versen von einem Mann, der ein sexuelles Verhältnis mit seiner Stiefmutter hatte. Und wenn wir den Text anschauen, das habe ich ja vorher vorgelesen, ist es ganz interessant, der Paulus zielt in dem, was er schreibt, nicht in erster Linie auf den Mann, sondern er kritisiert die Kirche. Er sagt, hey, Leute, das ist doch nicht irgendein moralischer Grenzfall. Es gibt ja so Sachen, die kann man so oder so sehen. Das ist doch nicht so ein Thema. Er sagt da sogar, hey, sogar die Menschen außerhalb der Kirche finden es daneben und tolerieren so etwas nicht. Und ihr toleriert es noch. Toleriert das? Geht es eigentlich noch? Er schreibt an den Korinther, ihr spielt euch auf. Ihr seid stolz darauf, wie tolerant ihr seid. Ihr seid so stolz, dass ihr blinder geworden seid für Sünde als die Welt selber. Und er schreibt da, statt betroffen und traurig sind ihr arrogant und gleichgültig. Was ist denn das eigentliche Problem, das in Korinth passiert ist? Es sind 2 Sachen. Das erste ist, die Gemeinde in Korinth hat Sünde nicht mehr Sünde genannt. Statt dass es ganz klar war, dass so Werte, die der lebt, weit weg sind von diesen Werten, die Gott gibt, ist es normal geworden. Und das Zweite, oder das Folgeproblem, das aus dem herauskommt, sie haben dem Evangelium ihre Kraft entzogen durch das. Oder das Evangelium ist ja die Botschaft davon, dass Jesus für unsere Sünde, für unsere Schuld, für unser Versagen, für die dreckigsten und dunkelsten Ecken von unserem Herz, von unserem Leben am Kreuz gestorben ist. Und weißt du was? Jesus hat kein Problem mit Sünde in der Gemeinde. Jesus hat kein Problem mit Sünde in der Gemeinde. Solange Sünde genannt wird und wir zu dem Punkt kommen, dass wir Sünde nennen und uns ihm ausliefern und sagen, Jesus, da komme ich mit meinem ganzen Müll, bitte verändere mich. Aber wenn Sünde nicht mehr Sünde genannt wird, wie soll denn das Evangelium seine Kraft drin hineinwirken und Veränderung schaffen? Wir entziehen dem Evangelium Kraft, wenn wir Sünde nicht mehr Sünde nennen. Als Kirche sind wir gerufen, Rückgrat zu haben und eine klare Haltung zu haben, dort, wo auch die Bibel klar ist. Weil Jesus ist schlussendlich Herr, es ist seine Kirche und er sagt, was geht und was nicht geht. Die Kirche muss offen sein für alle, aber nicht offen für alles. Und wenn wir noch mal ein bisschen zurückgehen zu unserer Kultur will das in eine andere Richtung drücken. Wir leben ja in einer Kultur, die etwas anderes sagt. Es gibt ja Sachen, die kannst du fast nicht mehr sagen. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Das kann man doch nicht mehr sagen. Die Bibel sagt, dass es falsch ist, vor der Ehe irgendwelche sexuellen Beziehungen zu haben. Hey, das kannst du doch heute nicht mehr so bringen, oder? Nein, Kirche muss Rückgrat haben. Kirche muss einstehen für die Werte Gottes, weil es ist nicht unsere Kirche, es ist seine Kirche. Der Paulus geht dann sogar darauf ein, in den kommenden Vers, dass es ja nicht sein kann, dass jemand, der so lebt, gleichzeitig kann ein Teil der Kirche genannt werden. Und der Paulus redet dann in diesen Versen so 3 bis 5 von etwas, in der Theologie nennt man es Gemeindezucht, wo sagt, hey, was muss passieren mit Menschen, die dermassen daneben liegen? Er sagt dann da, hey, trefft euch, also das ist eigentlich die Art und Weise, wie man dazu mal Leitungs- und Führungsentscheid für eine Kirche getroffen hat. Also es braucht einen Leitungsentscheid, man muss die Person nachnehmen und sagen, hör mal, so geht das nicht. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, umzukehren, sonst kannst du nicht mehr Teil der Kirche sein. Warum diese Personen und nicht alle Personen, die Sünde haben in ihrem Leben? Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, wir alle liegen immer mal wieder daneben, wir alle sündigen. Ja, die Amen sind leise gewesen, aber ist okay.
Es gibt manchmal auch so Pastoren, dann hast du das Gefühl, wenn denen zulässt, ist das Gefühl, die sündigen nicht mehr. Dann sage ich, ja, fragt mal denen ihre Frauen oder Männer. Was war der Unterschied? Es gibt Situationen, wo erstens mal sind Sachen, sie sind schwerwiegend. Also ich meine, in dem Fall, man hat es ja sogar außerhalb der Kirche hat man gesagt, das ist ein Skandal. Also es war nicht irgendeine Kleinigkeit, wo man noch unterschiedlicher Meinung sein kann. Das Zweite ist, es ist offensichtlich etwas Langanhaltendes, etwas Ausdauerndes gewesen, weil es war ja noch nicht Zeit von WhatsApp und Instagram und trotzdem der Paulus, der nicht tätig ist, hat sogar schon davon gehört. Das Dritte ist, es muss dieser Person klar gewesen sein, dass es ein Fehlverhalten war. Und das Vierte, die Änderungsbereitschaft hat gefehlt. Der Paulus hat ja genau gesagt, hey, macht das Treffen. Ihr rührt ihn nicht einfach raus, sondern ihr macht das Treffen und gebt ihm die Möglichkeit umzukehren. Fordert ihn raus, umzukehren. Und erst wenn er das nicht mehr will, dann geht es nicht mehr, dann passt es nicht mehr. Der Ausschluss aus der Gemeinschaft oder beziehungsweise aus der Kirche soll dieser Person aufzeigen, wie der Nebenass sie liegt. Und soll er dann einmal aufzeigen, was er fehlt, ohne Kirche und ohne Gott. Ich meine, das ist das, was ja der Paulus genau schreibt mit diesen etwas schwierigen Versen. Er sagt ja nachher, wir werden die Person gemeinsam einem Satan übergeben. Das klingt ja wahnsinnig inklusiv, oder? Von was redet da der Paulus? Er redet da nicht irgendwie von einem geistlichen Prozess, dass man jetzt die Person soll verfluchen oder irgendwie dem Teufel übergeben und der soll jetzt mal irgendwie sein Werk an ihm tun oder weiss nicht was. Es geht da um ganz etwas anderes. Es geht darum, zu zeigen, was ihm fehlt und dieser Person fehlt, ohne die von Gott geschenkte Gemeinschaft der Kirche. Stell sie mal raus. Stell mal jemanden, der jammert, es ist zu kalt im Gebäude, in die Kälte voraus. Dann siehst du mal, was kalt ist und dann fährst du die Wärme denen vielleicht auch wieder an zu schätzen. Das ist das, was der Paulus anspricht. Der Prozess, den der Paulus da erwähnt, auch von dieser ganzen Gemeindezucht, und das gilt auch für die heutige Zeit, wenn es so Situationen gibt, ist immer das Ziel der Umkehr. Und das schreibt er ja sogar, dass die Person doch noch zurückkommt zu Gott, dass sie gerettet werden kann. Und wenn wir nachher in den 2. Korintherbrief schauen, das ist ja einer der späteren Briefe, die nachher Paulus dieser Gemeinde geschickt hat, beschreibt dort Paulus im 2. Kapitel, ab Vers 5, beschreibt er genau so eine Situation. Es kann sehr gut sein, dass es sich um diese Person handelt, vielleicht haben es auch noch 2, 3 andere gehabt, ich weiß es nicht, wo er nachher schreibt, hey, denkt daran, die Person, die euch so geschadet hat und die sich so daneben benutzt, sie ist jetzt umgekehrt, jetzt nehmen sie ja bitte aber auch wieder auf und vergändern. Also offensichtlich ist denn das passiert. Und so soll es sein in der Kirche. Schau, Kirche, die Bibel ruft uns auf, dass wir als Kirche Rückgrat haben. Dass wir einstehen für Gott und seine Werte. Weil Jesus ist der Herr von seiner Kirche. Die Bibel ruft uns auf, nicht stolz zu sein auf die eigene Toleranz und Verwässerung, so wie Korinther. Jetzt gilt das Ganze natürlich aber nicht nur für die Kirche, sondern auch für uns ganz persönlich. Weil, weißt, das Gleiche, was als Kirche passieren kann auch für uns in unserem eigenen persönlichen Leben passieren. Sind wir in unserem Leben auch klar, was Gott sagt, es ist richtig und falsch? Wir können auch in unserem eigenen Leben tolerant werden gegenüber von Sachen, die Gott falsch nennt. Ja, das muss man nicht so schwarz-weiß sehen. Wir tolerieren Sachen, die wir ganz genau wissen. Nein, Gott sagt Nein, das ist nicht Jein, dann ist Nein. Und es kann sogar sein, dass wir noch stolz werden darauf. Wenn wir sagen, ja, wir sind halt nicht gesetzlich. Wir sind halt progressive Christen. Schau, wir brauchen Rückgrat in unserem Leben und in unserer Kirche, Sünde zu nennen. Weil Jesus ist Herr. Wenn wir aber in das Kapitel hineinschauen, steht der Grundsatz, dass wir Rückgrat haben müssen, der steht nicht allein in dem Kapitel. Weil wenn nur das allein wäre, dann wäre das hart. Wir lesen in diesem Kapitel noch mehr. Das erste ist, Kirche muss Rückgrat haben. Das zweite ist, Kirche muss Demut haben. Demut haben, weil Jesus für uns gestorben ist. In den Versen 6 bis 7 schreibt ja dann der Paulus, er sagt ihnen dann da, hey, ihr habt wirklich keinen Grund, stolz und überheblich zu sein. Und zwar aus 2 Gründen, sagt er nachher. Das erste sagt er, hey, ihr müsst euch bewusst sein, Sünde zu tolerieren ist etwas Ansteckendes. Paulus braucht da das Bild vom Sauerteig, vom Brotbacken. Und ein paar Gedanken dazu, aber zuerst Full Disclosure, ich habe glaube ich in meinem ganzen Leben noch nie ein Brot gebacken. Oder mindestens mag ich mich nicht daran erinnern. Falls es so war, zum Glück haben die Leute überlebt, aber
Ich verstehe nicht wirklich davon, aber ich kann googlen und habe ein paar Sachen recherchiert. Paulus braucht das Bild vom Sauerteig. Und in unserer heutigen Zeit, in unseren Backwaren schafft man ja auch mit Sauerteig, aber es war ein bisschen anders dazumal, weil auch der heutige Sauerteig hat normalerweise Hefe drin. Dazumal hat man noch nicht mit Hefe geschafft. Man hat aber wollen, dass das Brot aufgeht, dass das Brot luftig wird, dass das Brot durch das Geschmack bekommt und halt eben nicht so ein Ding ist. Und man hat dann so Kulturen angelegt, normalerweise eben zum Beispiel aus Weizenklee und gegorenem Traubensaft, hat man das so ein bisschen lassen in der Wärme und dann hat dann da irgendwelche Bakterien angefangen wachsen, was auch immer dann da ganz genau drin war. Und man hat dann das, jeden Tag, man hat das in den Teig rein da und das hat dann mit diesen Bakterien hat dann den ganzen Teig durchsäuert, wie man es auch heute mit Sauerteig macht. Und hat dann jeden Tag wieder so ein bisschen von dem Teig behalten als Kultur und hat sie den nächsten Tag wieder in den Teig rein da und das hat dann so wieder durchsäuert. Und der Paulus braucht das Bild davon, sagen, hey, so ganz ein kleines bisschen Teig, den man behaltet und in reinen Teig rein tut, das durchsäuert den ganzen Teig am nächsten Tag wieder. Und das hat man eigentlich das ganze Jahr gemacht, dass das Brot gut geworden ist. Und der Paulus sagt da, hey, ihr lasst zu, dass, oder wenn man etwas Kleines drinnen stehen lässt, wenn man es toleriert, dann breitet es sich aus. Und da redet er von Sünde. Er sagt, hey, wenn wir Sünde in unserem Leben, in unserer Kirche tolerieren, dann wird sie sich ausbreiten. Und er braucht dann das Bild davon vom Passafest. Weil einmal im Jahr ist man nachher gegangen und hat das ganze Haus gereinigt von allem Sauerteig. Man hat alle Kultur weggetan, rausgetan, nicht mehr gebraucht. Das Ganze hat man gemacht als Erinnerung an den Auszug von Ägypten. Wo die Israeliten befreit worden sind aus Ägypten, haben sie die Verfassung müssen gehen und hatten keine Zeit gehabt, den Teig durchsäuern zu lassen oder eben aufgehen zu lassen. Und dann haben sie nur so ungesäuertes Brot eben mitnehmen. Das sind die Metze, mit denen feiert man auch heute am Passafest als Erinnerung daran, dass man eben dann ungesäuert unterwegs ist. Und die Israeliten haben dann einmal im Jahr, Gott hat das wahrscheinlich auch ausgegeben, so ein bisschen aus hygienischen Gründen, weil was da alles gewachsen wäre über längere Zeit, das wo wir gar nicht wissen. Einmal im Jahr hat man so wie den alten Sauerteig weggelassen und neu angefangen, bei Null angefangen, mit einem reinen Teig angefangen. Und das ist das Bild, das der Paulus da braucht. Der Paulus zeigt mit dem Bild auf, hey, tolerierte Sünde hat Kraft. Und er schreibt da ja weiter vom ersten Teil, von dem Denken, Rückgrat zu haben. Da geht es nicht primär um andere, sondern um uns alle. Da geht es darum, sich bewusst zu sein, hey, wenn wir Sünde tolerieren, dann betrifft uns das alle, dann verwünscht es uns das auch. Sünde ist ansteckend und wir haben überhaupt keinen Grund, stolz zu sein. Und er sagt dann noch etwas Zweites mit dem Sauerteig. Er sagt nachher, Sünde zu tolerieren, das entspricht doch nicht mehr eurer Identität als Kirche. Sünde zu tolerieren entspricht nicht mehr der Identität, die Jesus dir und mir geschenkt hat. Paulus sagt nachher da, sie sollen lernen zu leben, Vers 7, lernen das zu leben, was sie sind. Er sagt ihnen, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid, ein frischer, ungesäuerter Teig. Da beschreibt er das Selbstbild, das wir als Kirche haben müssen. Er schreibt eigentlich da, es kann doch nicht sein, dass du jetzt so einen frischen, ungesäuerten, reinen Teig bist und jetzt gehst du wieder vom alten Sauerteig aus dem Kübel holen und tust wieder nachsäuern. Den du beim Passafest rausgerührt hast, sondern du fängst neu an. Der Paulus beschreibt dann auch, woher das kommt. Ihr seid es, wir sind so, weil der geopfert wurde, der unser Passalam ist, Christus. Der Paulus braucht die Symbolik vom Passafest oder vom Passalam auch weiter. Er sagt, er beschreibt das Passalam. Beim ersten Passafest in Ägypten haben die Israeliten ein Lamm müssen schlachten, ein fehlerloses Lamm. Und das Blut von dem fehlerlosen Lamm haben sie müssen an Türpfosten streichen und dann ist der Engel vom Tod an ihrem Haus eben vorbeigegangen. Weil das Passalam hat ihre Schuld, ihre Sünde getragen. Passa oder Pessach bedeutet dann auch vorbeigehen. Und in der Nacht hat man noch das Fleisch von dem Opferlamm zusammen mit dem ungesäuerten Brot gegessen. Und das hat man am Passafest, macht man das so. Und das ist ein Zeichen für die Befreiung aus Ägypten. Und Ägypten steht ja für das Alte, für das Sündhafte.
Und Paulus sagt da, hey, ihr lebt doch nicht mehr in Ägypten, ihr seid doch befreit, ihr lebt doch anders, es kann doch nicht sein. Sünde zu tolerieren entspricht nicht mehr eurer Identität. Und gleichzeitig sagt er aber auch gerade mit dem Bild vom Passahlamm, zu sagen, aber eins müsst ihr euch schon bewusst sein, die Identität, die habt ihr euch nicht selber erarbeitet. Die habt ihr euch nicht selber verdient, sondern die Identität, das, was ihr seid, ist ganz allein das Werk von Jesus, wo unschuldig eure Schuld auf sich geladen hat. Gottes Gericht und Gottes Befreiung wird am Kreuz sichtbar für uns. Und er schreibt aber da den Korinther, hey, und schreibt es auch uns, aber auf das können wir uns gar nicht einbilden. Weil was davon haben wir selber geleistet? Was haben wir selber gemacht? Und darum muss Kirche ein Ort der Demut sein. Wir sind kein Zentimeter besser. Wir sind alle nicht mehr als gerechtfertigte Sünder. Wir alle. Und Anteil irgendwo an dieser Gerechtigkeit oder etwas verdient davon haben wir uns alle nicht. Alle. Es ist von Jesus allein. Was haben wir für einen Anteil, was haben wir für einen Verdienst an unserer Heiligung? Wir hätten nur dann einen Verdienst, wenn wir sie selber geleistet hätten. Haben wir aber nicht. Es ist Jesus, der uns verändert. Es ist Jesus, der uns heilig gemacht hat. Es ist Jesus, der Heilige Geist, der uns in sein Bild verändert. Nicht wir selber. Weißt du, es gibt so viele stolze Christen, die in der Weltgeschichte rumlaufen und stolz sind auf die Punkte, die sie durch ihre Veränderung und durch ihren Dienst und durch ihre Leistung im Himmel gesammelt haben. Und ich möchte dir heute eins sagen, die Punkte, die du so sammelst im Himmel, die sind nicht mehr wert als deine Cumulus-Punkte. Oder nein, noch weniger. Der Paulus schreibt um den Korinther, er hat gar keinen Grund zum Stolz zu sein. Es gibt wirklich keinen. Und darum soll Kirche demütig sein. Und auch nicht stolz darauf, tolerant zu sein. Aber auch nicht stolz darauf, so heilig oder konsequent zu sein. Das Einzige, wo die Kirche darauf stolz sein darf, da gibt es eine einzige Sache, die der Paulus schreibt im 1. Korinther 1. Er schreibt, er darf stolz sein auf Jesus. Der Paulus sagt, am Ende ist alles Gnade. Alles Gnade. Alles, was wir sind wir, weil Christus unser Passahlamm geworden ist. Weißt du, das bedeutet Demut zu leben. Kirche muss zwar Rückgrat haben, aber wahnsinnig viel Demut. Weil die Demut sagt, ich sehe mich selber, wir sehen uns selber als Menschen, wir sehen uns als Kirche, die ohne Christus nichts wäre. Und alles, was sie ist, durch ihn. Und im Abschnitt finden wir nachher noch einen dritten Punkt, wo Jesus sagt, wie Kirche muss sein. Sie soll Rückgrat haben, sie soll demütig sein und sie soll offene Arme haben. Kirche hat offene Arme, weil Jesus rettet. Er schreibt ja nachher, der Paulus macht ja nachher nochmal so ein bisschen Erklärung und er sagt, hey, hört mal, ich habe euch ja schon mal geschrieben, ihr müsst euch im Klaren sein, wie geht ihr mit Menschen um, die unmoralisch leben. Aber denkt daran, also ich schreibe dort nicht um Menschen in der Welt, sondern ich schreibe von euch. Schaut auf euch, ihr müsst bei euch aufruhen und nicht in der Welt. Christen fühlen sich manchmal berufen, so als Moralapostel durch die Welt zu gehen. Und mich nervt das so. Ich bin manchmal so triggert, wie Christen sich verhalten. Und dann sind wir als Christen dafür bekannt, dass wir stolz sind, dass wir arrogant sind, dass wir das Gefühl haben, wir sagen etwas Besseres und wir sind bekannt dafür, gegen was wir alles sind. Und dann muss ich sagen, weißt du, das ist doch nicht Evangelium. Das ist doch nicht das, was Kirche soll bekannt sein. Der Paulus sagt da ganz klar, hey, euer Job ist nicht, die Welt draussen zu verurteilen. Gott wird am Schluss richten. Aber wir müssen uns bewusst sein, momentan ist nicht die Zeit vom Richten, momentan ist die Zeit vom Retten, wo Gott rettet. Und darum muss Kirche offene Arme haben. Der Paulus geht zu Menschen, die sagen, ich gehöre zu Jesus, aber hartnäckig und bewusst in Sünde weiterleben. Dort sagt er, hey, hört mal, da stimmt etwas nicht, da müsst ihr aufräumen. Das geht so nicht. Aber Kirche, als Kirche sind wir Botschafter von der Hoffnung und von der Heilung. Kirche muss ein Ort sein von den offenen Armen. Kirche muss der Ort sein, Sünder willkommen. Das ist Kirche, Sünder willkommen. Aber es sind offene Arme, die natürlich zur Umkehr einladen. Das ist ja logisch. Oder Jesus ist genannt worden, Freund der Sünder und der Zöllner. Und dann klar, die Frommen haben dann wieder einen Vorwurf gemacht, die Pharisäer haben gesagt, wie kannst du nur mit denen
gefressen. Aber weißt du, was passiert ist? Sie sind in Berührung gekommen mit Jesus und keiner ist so geblieben, wie er war. Ich meine, denken wir an einen Levi, den Zöllner. Er hat seinen Schreibtisch verlassen, umgekehrt und ist Jesus nachgefolgt. Oder denken wir an die Ehebrecherin, die ja offensichtlich Ehebruch begangen hat. Und die Frommen haben sie steinigen, aber Jesus kam und gesagt, ich verurteile dich auch nicht. Und dann hat er gesagt, aber lebe nicht mehr so weiter. Weißt du, Jesus verändert. Und das muss die Einladung der Kirche sein. Die offene Einladung der Kirche muss lauten, komm wie du bist, aber bleib nicht so, wie du bist. Komm, wie du bist, aber du musst nicht bleiben, wie du bist. Jesus hat Kraft, dich neu zu machen. Jesus hat Kraft, dein Leben zu verändern. Jesus hat Kraft, dein Leben besser zu machen. Weißt du, viele Leute... Yes, Jesus. Viele Leute denken von der Kirche, und das kommunizieren wir offensichtlich, ich muss zuerst mein Leben im Griff haben, dann darf ich kommen. Ich muss zuerst mein Leben verändert haben, dann darf ich dazugehören. Aber das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, komm, kehr um, du gehörst dazu und dann fängt Gott Jesus an, dich verändern. Kirche ist kein Museum für Heilige, sondern ein Spital für Sünder. Das muss Kirche sein. Das sagt das Evangelium. Das Evangelium sagt, komm mit deinem Chaos, komm mit deiner Schuld, komm mit deiner Scham. Und das muss unsere Botschaft sein. Weil weisst, Sünde verliert ihre Kraft, wenn sie ans Licht kommt. Und vielleicht bist du heute da und du musst sagen, ja, eigentlich zähle ich da ein bisschen zu dem vom ersten Ding und sagen, wenn ich Rückgrat hätte, dann merke ich, da ist einiges nicht okay. Möchte ich dir eins sagen, okay, Jesus hat kein Problem damit. Bring das Licht, kehr um und er fängt an, dich zu verändern. Sünde zu verstecken ist eine Form davon, sie zu tolerieren. Weil du entziehst ihre Kraft nicht. Sie verliert Kraft dann, wenn sie zu Jesus kommt, wenn sie ans Licht kommt. Komm zu Jesus, der dich annimmt und dich verändert. Weißt du, wir haben uns die Frage gestellt, wie inklusiv muss Kirche sein? Und wir haben herausgefunden, wir dürfen kommen zu Jesus, so wie wir sind, und müssen nicht bleiben, wie wir sind. Und das ist die grösste Inklusivität, die es auch je geben kann. Und ich möchte hineingehen in eine Zeit, wo wir miteinander beten. Und ich möchte so verschiedene Themen, wo wir dafür beten, in unsere Mitte stellen. Und wir möchten uns nachher eine Zeit nehmen, wo wir für Menschen beten. Vielleicht bist du heute da und du kennst Jesus gar noch nicht. Vielleicht schaust du online zu und kennst Jesus überhaupt noch nicht. Hey, Jesus möchte dir das Angebot machen, dass er dich annimmt, so wie du bist. Mit all deinem Dreck, mit all deinem Chaos, mit deiner Vergangenheit, mit deinem Versagen, mit deiner Scham. Und er sagt, weißt du was, ich habe gar kein Problem mit dem. Du musst dich auch nicht zuerst verändern, dass du kommen darfst. Komm zu mir. Weißt du, für das bin ich ans Kreuz gegangen. Für das bin ich dreckig, grusig gestorben. Jemand hat in Silbern mal gesagt, Jesus ist am Kreuz verreckt. Und da haben sich ganz viele Christen aufgeregt, dass er das Wort gebraucht hat. Aber weißt du, genau das hat er gemacht. Er hat die ganze Scham auf sich genommen. Er hat das mit sich machen lassen, als ein Zeichen für uns, dass wir verstehen. Jesus ist nicht gekommen, um irgendwo durch ein paar Heilige abzuholen. Jesus ist gekommen für dein Durcheinander. Komm zu Jesus. Er möchte dir das abnehmen, möchte dir deine Schuld wegnehmen, möchte dich zu seinem Kind machen. Möchte dir ein Leben schenken. Du kannst sagen, hey, es ist weg. Jesus hat es weggenommen. Er trägt die Schuld nicht mehr. Vielleicht bist du heute Morgen da, vielleicht hörst du die Predigt und du weißt, in deinem Leben gibt es genau die tolerierte, versteckte Sünde. Du sagst, hey, das sind Sachen in meinem Leben, ich weiss ganz genau, sie sind verkehrt. Der Heilige Geist hat mir das längst gezeigt. Ich wüsste, ich müsste es ändern, ich müsste es angehen, aber nicht. Ich möchte dich aufrufen, hey, entziehe dieser Sünde Kraft in deinem Leben. Weil das ist das Urteil, das du tolerierst, die wird sich durch dein Leben durchziehen und wird Unheil anrichten. Komm heute, bring das Licht. Komm zu Jesus, bring es ihm. Lass ihn mit deiner Sünde klarkommen, in deinem Leben. Wir möchten gerne für etwas Drittes beten. Wir möchten beten für Freunde, für Menschen um uns herum, die Jesus noch nicht kennen. Die die Botschaft von Jesus, die rettende, heilmachende, reinigende, schönmachende Botschaft von Jesus noch nicht kennen. Dass sie Jesus kennenlernen, dass er uns senden kann als ein Botschafter von der Hoffnung und von der Heilung. Hey, wir möchten es so machen, wir werden jetzt gerade in ein Lied hineingehen, stehen wir doch miteinander auf
Und wir möchten es so machen, gerade für die ersten beiden Punkte, wenn du da bist und sagst, hey, ich möchte die Begegnung mit Jesus erleben. Ich möchte Jesus in mein Leben aufmachen. Oder ich möchte mindestens mal darüber reden mit jemandem. Da auf der linken und auf der rechten Seite werden die Leiter sein von uns, die mega gerne mit dir reden, mit dir beten. Vielleicht bist du da und sagst, hey, es gibt etwas in meinem Leben, das ich toleriert habe, wo ich sage, hey, das möchte ich heute umkehren, da möchte ich Buße tun, das möchte ich angehen, das möchte ich ans Licht bringen. Hey, klar kann man das allein am Platz mit Jesus machen, aber manchmal hilft es, mit jemandem zusammen das zu machen. Sagen, hey, heute ist der Tag, ich bringe es ans Licht, ich bringe es an die Oberfläche und ich lasse Jesus dran, dass es geheilt werden kann. Und wenn du am Platz bleibst, möchte ich dich einladen, dass wir uns Zeit nehmen, für unsere Freunde zu kennen, zu beten, die Jesus noch nicht kennen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der bist, der so viel Liebe gehabt hat, dass du gestorben bist für Sünder. Ja, du bist nicht gekommen, um ein paar Heilige irgendwo abholen, sondern du bist gekommen, zum Sünder zu retten, zum Sünder gerecht zu machen, zum Sünder heilig zu machen. Jesus, wir sind so Menschen und das soll das sein, was Kirche ausmacht. Dass wir dafür die Menschen sein, die dir begegnet sind und durch das verändert worden sind. Jesus, und so wollen wir auch beten für unser Leben, dass es das ausstrahlen darf. Dass nicht Arroganz und Stolz überkommt, sondern dass unser Leben ein Hinweisen darf sein auf dich, Jesus. Dass du der Gott bist, der heute noch rettet, der heute noch wiederherstellt. Jesus, der kaputte Existenzen nimmt und aus niemand jemand macht. Das ist das, wer du bist. Danke dir von ganzem Herzen, Jesus.